Mann, Michael, wieso dauert es immer so lange mit dem nächsten Part? Ja, gut, nicht so gut, machen direkt weiter hier bei Legacy of Goku 2. So, wir haben alles gemacht im letzten Part, zumindest mal so weit in der westlichen Hauptstadt und so, sprich, jetzt geht's zurück zum eigentlichen Training. Ostdistrikt 38, glaube ich, war das? Wo Son Goku liegt und wir jetzt halt zu dritt trainieren werden. Son Goku, Piccolo und Son Gohan. 439, okay. Jo, jetzt soll ich noch. Ich wollte gerade sagen, soll er trainieren oder so, aber nö. Er fliegt selbstständig. Treffen wir heute auf die ominösen Cyborgs. Yeah, yeah. Hey Jungs, wie war's in der westlichen Hauptstadt? Ich will darüber sprechen, Mann. Hä? Wir haben also 3 Jahre um zu trainieren, Papa. Genau, und wir sollen sie besser gut nutzen. Äh, 3 Jahre. Ja, ist einfach Herbst plötzlich, aber plötzlich 3 Jahre, ist klar. Gohan Stufe 19 rein. Gohan kann jetzt das Masenko-Haar verwenden. Das ist eine Kombination aus Masenko und Kamehameha. Okay, Stufe 19, die Spezialstrahlenkanone. Das ist die Höllenspirale. Alter, ich überlege gerade japanischen her. Ja, wie hieß die Attacke jetzt schon im Japanischen? Haken Kosam vor! Nicht ganz, aber so ähnlich zumindest. Es ist Zeit, dass wir zur Amembo-Insel aufbrechen. Also, heute ist der Tag, in dem laut der Prophezeiung des Jungen die Cyborgs ankommen werden. Und Roche will auch ein paar neue Tricks beibringen. Schaut bei ihm vorbei, sobald ihr könnt. Bin bereit. Jo. Was mit Roshi? Masenko! Ha! Ja, das ist eine Wurfattacke, muss man reinziehen. Wupp. Krass, war. Aber diese Wurfbahn gar nicht. Normal. Hey, hey. Aufladen. Hui und weg. Jo, not bad, war. Mal gucken. Tagebuch. Okay. Geht nochmal ganz kurz rein, nämlich um Chi-Chi zu scannen, weil sonst vergesst es wieder mal. Au. Gokus Haus. Der Mann im Hause war. Nicht wie die Familie Goku und so. Nee, nee, ist nur Gokus Haus. Chi-Chi, Stärke 5, Energie 1, Auslauf 4. Chi-Chi ist Son Gokus Frau. Sie war früher eine professionelle Kampfsportlerin, die sogar an der Kampfsport-Weltmeisterschaft teilnahm. Chi-Chi ist die Tochter des berüchtigten Ochsenkönigs vom Feuerberg. Okay. Du. Hey Mama. Ich will nicht, dass du mit deinen Freunden des Vaters rumhängst. Sie haben einen schlechten Einfluss auf dich. Irgendwie, das ist, glaube ich, irgendwie normal, war. So, Entschuldigung, ich wollte eigentlich das hier. So. Jetzt die Frage hier noch trainieren, also weiß ich nicht. Ja, bringt's ungeheuerlich. So, noch ganz kurz abscannen, bevor ich es wieder vergesse. Okay, haben wir den Wolf auch noch. Snake. So, sehr schön. Au! Gebiet zurück oder nee, kann man jetzt mal direkt mit der Story weiter. Wir sind das richtige Leben hier. Und das will ich nicht, dass es lame wird hier. Obwohl ich mit dem Roche vorbei war. Und der ist, glaube ich, da. War er nicht schon immer da? Jo, da ist er, das Kamehameha-Haus. Ach du Scheibenkleister. Ein Charakter aus dem Anime, also sprich aus dem Garlic Junior Filler. Maron, eine Freundin von Krillin, die... Das müsst ihr euch reinziehen, das ist echt genial, das weiß ich noch, wie das damals war. Maron. Eben 32, Stärke 2, Energie 1, Ausdauer 2. Skatanalysen können keine Gehirnwellen entdecken. Vielleicht funktioniert das Counter nicht richtig. Nee, das ist Tatsache, die ist... Also, Wenn Dummheit wehtun würde, sie würde nicht mehr schreien, sie würde direkt tot umfallen.
cool, was? Und die Schildkröte vom Muten Roshi. Ich glaube stärker, war? Nö. Eine sehr alte Meeresschildkröte. Eine goldene Kapsel. Sehr schön. Wir nähern uns langsam mal der 10er-Marke, wa? Jo. Noch 2 Stück. Das war nicht ganz die Hälfte, aber naja. Okay, Chao Su und Olong. Wieso seid ihr hier? Kein Bock zum Fighten. Chao Su, Stärke 9, Energie 9, Ausdauer 7. Chao Su ist ein mysteriöses kindliches Wesen. Trotz seiner kleinen Statur und seines kindlichen Aussehens hat Chao Su unglaubliche telepathische Kräfte. Dank telekinetische Kräfte und kann mit anderen Wesen telekinetische Lähmung herbeiführen. Also. Ein Schüler vom Muten Roshi. Was? Echt? Olong. Olong ist ein Schwein. Jo, mehrfacher Hinsicht. Also, dass er jetzt ein optischen Schwein ist, haben wir, glaube ich, jetzt auf den ersten Blick gesehen. Ja, ganz klar verwandeln, von dem her. Und da haben wir ihn, den großen Muten Roshi. Energie 15. Wow. Nächste. Kamehameha-Technik. Jo, bring es mir bei, alter Sack. Eins sollst du wissen, ich bin Zwalder, Meister der Kampfkunst. Die könnt ihr sicher das eine oder andere beibringen. Die Super-Trick-Technik nicht kennst. Jo, Mann, weil aufladen. Jo, das ist geil, wa? Jo, testen kann das gerade nicht. Naja. Chao Su? Im Hornchen-Ding hat das nicht. Ja. Das Scout hat's bewiesen, irgendwas stimmt da nicht. Das ist mir auch nicht so besonders hell. Also tatsächlich im Kühlschrank nach Queen gesucht. Ja, man sollte mehr auf die Scouter hören. Monrosch hat gesagt, dass man Krillin nach einem roten Band sucht. Ich weiß, das ist für mich. Oh, Krillin. Roten Band. Red Ribbon, Mann, ey. Lern mal Englisch. Haben wir Piccolo das auch drauf, oder mit dem selber hingehen muss? Scheinbar schon, wa? Aber komm on, er das Muten Roshi lernen. Ich meine, sonst geht's noch gut, oder was? Die Wirbelschlagattacke. Ich glaube, es ist echt so, dass jeder Charakter eine eigene Attacke noch lernt. Jo, Mann! Interessant war natürlich, ups, Entschuldigung, das sagt Mann. Nein, raus hier. Kann ich das hier machen? Loading und Fire in the Hole! Aber go some vor! Naja, mehr oder weniger. Zack. Safen und dann ab. Au. So, hätten wir das auch. Und also später noch mit Goku, Vegeta und Trunks herkommen. Sehr schön. Bulma schon, kann vielleicht auch. Ja, okay. Ja, ihr seht schon, das ist natürlich ein Baby auf dem Arm, das ist natürlich der kleine Trunks. Und eben der hier ist der, den Asabusa kennt und der sich jetzt im Super Saiyajin bereits mit 7 und 8 Jahren schon verwandeln kann. Weil eben, wie ich ja meiner Theorie oder meiner Hypothese vermute, dass Vegeta bei der Erzeugung von Trunks bereits ein Super Saiyajin war und deswegen in die DNS verändert wurde und es für die Kinder von Super Saiyajins einfacher ist, selber zu einem zu werden. So. Auch schon gemacht, war. Krillin. Der von Roshi ausgebildet wurde. Die sogenannte Destructor Disc. Berg einebnen, also übertrieben, ja, so wird es auch nicht. Ach, der Fragezeichen Kunststück, weil wir zocken ja selber. Ein feines Gehör in großen Ohren. Dumbo lässt grüßen. Die Titan Space waren schlecht. Dem Kind. Ist ein Sohn am Schuh? Er ist nicht mein Sohn. Wenn das schon ein Schock ist, warte erstmal ab. Warte, bis er verrät, wer der wirkliche Vater ist.
Ich weiß, es ist Vegeta, stimmt's, Trunks? Wer denn das verraten, Goku? Ich wollte das geheim halten, das sollte eine Überraschung für euch sein. Was? Ja, Ankörper plus gerannt, es sieht ein bisschen aus wie Vegeta. Bis auf die Haare. Sein Name hast du auch erraten? Ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich, nicht wahr? Ich glaube, ich bin Telepath. Jo, geht auch noch. Oh, ich habe mir das gedacht, Bulma und Vegeta. Wenn wir gerade im Thema sind, wo ist eigentlich Vegeta? Keine Ahnung, ich habe im letzten Jahr nicht so viel zu Gesicht bekommen. Ich habe also trainiert, um hierher zu kommen. Tja, aber seit der Sache mit dem Baby habe ich ihn aus den Augen verloren. Typisch Mann, war. Jo. Also können wir noch die restlichen scannen. Ups. Yajirobe! Kein Sturm, sondern auch in Gokus Nähe gesehen wurde. Sehr schön. Und Tien. Oder Tenshinhan. Das Auge, kann er intensiv meditieren, sich dabei auf die Zirbeldrüse konzentriert. Stark eine Sonneneruption. Moment mal, da müsste. Oh, ja, ich überlege jetzt echt gerade. Da müsste eben nochmal eine zweite Attacke bekommen. Also im Goku muss halt Kamehameha plus die Sonnenattacke haben, halt Super Saiyan noch und. Ja, normale Energiestrahlattacke. Jo, ich weiß, Yamchu, ich weiß. Sei vorsichtig, Mann. Jo, sind wir. Wenn doch nur bloß mehr Zeit gehabt hätten zu trainieren. Es gibt noch so viel, was sie noch hätte tun können. Die können schneller sein und stärker. Das klingt schon wie ein Saiyajin. Das existiert, sind viel mehr Leute, als ich dachte. Das ist ein Problem. Ja, irgendwie schon. Kann man eine Chance? Ja, doch, keine Chance, ganz ehrlich. Hey, Yajirobe, bist du gekommen, uns im Kampf gegen die Cyborgs zu helfen? Auf keinen Fall, Mann, die bringen nur die magischen Wohnung von Meister Quitte. So. So. Naja, ist gut. Jetzt. Das haben wir nicht seltsam, wenn nicht. Es ist schon nach 10 und von den Cyborgs keine Spur. Jo. Ich glaube einfach nicht, dass wir diesem Kerl zugehört haben. Cyborgs, ein Witz. Sein erster Vorheilige ist erst 17 nach 10. Ich würde noch nicht aufgeben. Tut mir leid, jetzt zu enttäuschen, Bruder, aber die Cyborgs werden nicht kommen. Was war das? Dann eher wohl kaum. Hey Leute, die Cyborgs, kann sie sehen. Hab sie auch gesehen, aber wo sind sie hin? Keine Ahnung, gerade waren sie noch da und dann zack, einfach verschwunden. Konnte ich mal ihre Aura spüren. Nur sind Cyborgs oder nicht? Vielleicht geht das ja gar nicht. Job, sind ja Maschinen, deswegen keine Auren. Bist du verrückt? Wie sollen wir es dann finden, wenn wir sie nicht spüren können? Ja, like oldschool, also sprich sehen. Die Alten muss ich abfinden, genau. Mit unseren Augen. Vergesst nicht, wenn ihr Cyborgs findet, legt euch nicht allein mit ihnen an. Warte auf die anderen. Ich geh voraus. Wir kommen nach. Yajirobe verpisst sich. Flugpunkt. Ah. Es geht los, Leute. Sasebo. Was? Hallo? Hast du Cyborgs gesehen? Okay. Verzeihung, ich suche Cyborgs. Ja, stinkt's. Ja, von die Cyborgs. Nichts anderes drin sein, okay. Nö. Haben Sie vielleicht Cyborgs gesehen? Für einen Tag heute, nicht wahr? Nee, ein beschissener Tag. Abgesehen davon, die Stadt müsste bereits brennen. Wir verstehen nicht ganz. Spreche Chinesisch oder was? Könnt ihr mal auf Schweizerdeutsch versuchen, wa? Entschuldigung, ich suche noch Cyborgs. Wenn Sie mal eine Teeparty kommen? Glaubt auch nicht. Bleibt mal ein bisschen Englisch. Ich habe sie gefunden! Jetzt gerade, wo ich fragen wollte, I looking for Cyborgs, do you seen it? Sind sie mir gefolgt? Nö. Do you have... ist egal. Ihr versteht nicht ganz, aber dem Englisch kein Wunder. So. Yamchu hat sie gefunden! Oh nein, Yamchu! Oh Mann, ey! Krillin, pass auf, es gibt eine Chance, ihn zu retten! Bringen Sie Bulma zurück, gib ihm einen der magischen Boden und beeil dich! Schon unterwegs! Ich glaube, die beiden machen gar nichts. Das sind alles die Cyborgs. Sieht noch merkwürdig aus, finde ich. Also, die überraschen mich, dass ihr wisst, dass wir Cyborgs sind. Noch überraschender ist allerdings, dass ihr unsere Ankunft hier auf die Insel vorausgeahnt habt. Sag mir, woher wusstet ihr, dass wir kommen? Bringt es auch dazu, wenn ihr so stark seid. Na gut. Warum sind so viele Unschuldige in der Nähe? Wir müssen sie aus der Stadt locken. Ja, du hast recht, ist zu viel los. Laute Leute uns in den Weg geraten können, da werde ich sofort etwas gegen tun.
Monster! Ich habe die Gegend geräumt, ganz wie ich es gewünscht habe. Gefallen mir meine Methoden etwa nicht? Halt die Leute raus. Es sind keine Leute mehr da. In Ordnung, führen Sie zu einem Platz seiner Wahl, Son Goku. Woher kennt ihr seinen Namen? Ich kenne euch alle, Piccolo, Namekiano und sogar dich, Tenshin Han. Wir können uns später bekannt machen, folg mir. Die Stadt zerstört. Währenddessen irgendwo auf Essen in den Tiefen des Weltalls. Bevor Kakarot auftauchte, war ich der größte verbleibende Saiyajin. Kakarot zerfolgt sie mir das Gehirn. Wie kann ein Super Saiyajin sein, ich der Prinz Saiyajins kein Super Saiyajin bin? Als Kind erzählte mir Vatergeschichten über den berühmten Super Saiyajin-Krieger, der so stark war, dass ihn niemand schlagen konnte. Wie kann dieser Kakarot, dieser Son Goku seine Freundin nehmen? Wie kann er das, was ich nicht kann? Mein Vater gehört zur Kriegerelite. Seine Eltern waren nur Bauern. Wie soll ich nicht, was Kakarot erreicht hat? Das gibt keinen Sinn. Ich hab's für Training noch ein Bestes gegeben. Ich bin sauer. Nein, Schluss jetzt. Mir ist alles egal. Was kümmert es mich noch, ob Kakarot stärker ist oder nicht? Es ist mir egal, ob ich ein Super Saiyajin werde oder nicht. Mir ist alles egal. Yeah, Mann. Ein Super Saiyajin. Okay, dass er zu dem Zeitpunkt ein Super Saiyajin wurde, ich weiß ja nicht. Also, gemäß Anime bezweifle ich das, gemäß meiner Theorie natürlich auch. Gemäß Manga, habe ich jetzt keine Ahnung, Leute, wann doch genau der Zeitpunkt war, aber ich glaube immer noch, er war Vorzeuge von Trunks. Geil! Wenn du geschahenen Super Saiyajin annimmst, verfügst du vorübergehend über größere Kräfte. Yo, Mann. Wenn man neu nutzt, dann muss er zurückkehren. Super. Super. Galagon! Dem ganz kurz warten, bis links alles voll ist. Und dann dauert es immer noch ein bisschen. Und dann pressen! Super Saiyan. Oh Mann, ey, du. 32, 35, 39, wir sind super! Und back, zipp. Jo. Krass war. Okay, Vegeta trotzdem mal eine Stärkekapsel, ich glaube, er hat es bitter nötig. So, ich muss zurück zur Erde. Diese Trottel schafft es niemals alleine. Nicht ohne mich. Das soll die Erde sein? Wohl kaum, wa? Ah, schon zerstört die halbe Welt schon. Hätte schon Beerus drauf gewütet. Die Cyborgs müssen inzwischen hier sein, wa? Ich bezweifle, dass Kakarot und Jan ihnen den gebührenden Empfang beschert haben. Jo, ich auch ein bisschen. Wer sind sie denn? Als am Kern nach neuen Abend aufbrachen, dann blieben alle von ihnen zurück. Sollst du deine Reise am Kern treffen, bitte doch hierher zu kommen. Das wäre doch geil. Wenn Vegeta, mir ist alles scheißegal. Ich will nur Kakarot besiegen und zeigen, dass ich der Stärkste bin, ich, der Prinz Saiyajins. Oh Mann, Vegeta, er ist doch ein Penner, Mann. Jo, was mache ich hier gerade? Ich will einmal ganz kurz gucken, was noch so los ist. Und den Bürgermeister will ich scannen, Mann, weil sonst, Mann, vergess ich's, Mann. Ich scanne ihn, Mann. Bin ich bereit zu wechseln hier? Nö, ihm geht nichts. Alle weggedreht. Nö, wir haben keinen Bock auf dich. Ich bin Vegeta, alle haben Bock auf mich. Nö, die ja nicht, Kumpel. Okay, geht noch, cool. Der Bürgermeister. Dieser Hund ist der beliebte Bürgermeister der westlichen Hauptstadt, okay. Ein Hund Bürgermeister. Nein, wenn man so ansieht, wer sonst als Bürgermeister und Präsident und so weiter ist entscheidet das Hund gar nicht mal so schlecht. So, und ab zu
zu. Natürlich nicht ganz zu Son Goku noch nicht. Nee, ich will erst noch zu. Zoom. Genau, hier hin. Wieso dürfte eigentlich auch klar sein? Hey du, sag mir was. Die zwei Hände Schmettertechnik. Hey, Kreuzhieb. Jo Mann, Vegeta ist Typ Kampf. Das war ein reinrassiger Typ Kampf oder kein Dualtyp mehr. Nee. Wir zocken also das Vegeta. Bereits der dritte von 5 Charakteren, Leute. Das ist halt die Frage, gucken wir noch zu, wie Son Goku und die anderen Fighting in die Cyborgs? Oder aber sind wir bereits irgendwie, müssen noch ein bisschen trainieren, noch ein bisschen rumgucken? Mal gucken. Südlicher Kontinent. Jetzt sind wir weit genug weg, wir werden hier kämpfen. Bevor wir anfangen, würde ich gerne wissen, weil du unseren Namen kennst. Selbstverständlich, wenn du es unbedingt wissen willst. Wir beobachten dich schon seit einiger Zeit auf Schritt und Tritt mit einem ferngesteuerten Suchgerät. Dieses Gerät wurde genau auf dein Energiemuster zugeschnitten. Und als du noch klein warst, haben wir es dir während der Kampfsportweltmeisterschaft implantiert. Seitdem haben wir dich pausenlos überwacht, deine Kampftechniken studiert und die Geheimnisse deiner Kamehameha-Welle enthüllt. Wir haben dich so lange beobachtet, bis Dr. Gero genug Informationen gesammelt hatte, um perfekten Kampfmaschinen herzustellen. Sehr starke Maschinen, die durchaus imstande sind, dich zu zerstören. Und zwar in einer gleichen Art und Weise, wie du Dr. Geros Red Ribbon Armee zerstört hast. Ich würde zu gern wissen, ob mich während meiner Kämpfe auf dem Planeten Namen bespitzelt hat. Das war nicht nötig. Zur Zeit hat Dr. Gero bereits alle gewünschten Informationen zusammengetragen. Du glaubst vielleicht alles über mich zu wissen, aber du täuscht dich gewaltig. Haben eure Berechnungen vorhergesehen, dass Son Goku zum Super Saiyajin wird? Super Saiyajin? Jo Mann, so nicht anders. Krass, wa? Du hast Inventar nicht gerechnet, Mann, du bist blond. Diese Technik ist in meinen Dateien nicht aufgeführt, Nummer 20. Ich meine auch nicht, und meine Sensoren sagen mir, dass kein Grund zur Besorge steht. Richtig, das ist zwar eine ausbeeindruckende Fähigkeit, aber auch damit werden wir fertig. Sinans wird es persönlich demonstrieren. Wie ihr wollt, ne? Stelle ich mir da aber nicht so sicher. Okay, die fighten also. Wie lange dauert es wohl, bis sie da sind? Ich muss sagen, jetzt macht das Part noch ein bisschen Super Saiyan Action, wa? Das Problem ist, man sieht es hier, ich brauche Zeit, bis ich verwandelt bin. Wenn diese sagt, können sie mich behindern daran und das wäre echt echt doof. Ja, viel schneller. Das ist knapp. Ich bin kein Super Saiyajin mehr. Nein, was soll das? Das ist Cyborgs platt machen, Kakarot platt machen, alle platt machen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge hier bei Dragon Ball Z, The Legacy of Goku 2. Bis dahin, ciao zusammen.